Moin, hallo. Wir sind eine evangelisch-lutherische Kindertagesstätte. Plattdeutsch ist von Anfang an Bestandteil der Arbeit. Und bei uns gibt es 4 Gruppen. Wir haben hier im Haus eine Krippengruppe und 2 Integrationsgruppen und eine normale Regelgruppe. Die wollen nun Spöl spölen, okay? Luca, möchtest du der Hase heute sein? Ja. Dann setz dich mal in die Mitte. Hass in Kurv, sit und schleppt. Der in der Gruppe Plattdeutsch spricht, der spricht durchgängig die plattdeutsche Sprache und möglichst kein Hochdeutsch. Das ist auch für die Kinder am einfachsten zu verstehen, dass es nicht heute Hochdeutsch ist und morgen Plattdeutsch. Diese Person bleibt dann kontinuierlich und feste Bezugspersonen sind den Kindern wichtig. Und wenn diese jeden Tag gleich sind und gleich reagieren, dann gibt es den Kindern auch eine ganz große Sicherheit. Am besten kann man die plattdeutsche Sprache vermitteln, indem man viele Anlässe zur Bewegung schafft. Spiele, Reime, Bildkarten, wo Kinder was benennen müssen, hinlaufen müssen, was zeigen, was holen. Und gleichzeitig verknüpfen die Kinder mit ihren Bewegungen das Gelernte. Okay, dann können wir ja nur ob de Mur, ob de Lur spölen, okay? 1, 2, 3. Ob de Mur, ob de Lur sit. Also in der Krippe ist das ja gerade unsere Chance, dass die in dem Alter ganz besonders wissbegierig sind. Wir fangen an mit dem Lied über mich. Okay, wie 3, ne? 1, 2, 3. Ich hätt Handen sogar 2 und auch Haare mehr als 3. Die Kinder erlernen hier kein bestimmtes Vokabular, also wir üben keine Vokabeln, sondern sie hören die Dinge im täglichen Tun und verknüpfen sie damit. Die Kinder tauchen quasi in das Sprachbad, weil wir es täglich sprechen. Sobald wir den Kindergarten betreten, ich mache den Frühdienst und ich spreche auch schon im Frühdienst, auch mit den Frühdienstkindern platt und begleite sie quasi den ganzen Alltag hindurch auf Plattdeutsch. Dadurch, dass sie das dann gar nicht anders von mir hören, ist das eine Sprache, in die sie dann hineintauchen können. Aber so abfragen oder zu sagen, nun sprich mal platt, das machen wir hier nicht. Die Kinder lernen die Sprache in gewisser Weise ungesteuert, nennen wir Sprachwissenschaftler das. Und das heißt auch ohne in gewisser Weise extra Aufwand. Das heißt, für die Kinder ist das keine extra Leistung, die sie erbringen, sondern etwas, was sozusagen nebenbei mitläuft. Das bedeutet, dass die Kinder die Sprache in authentischen Kommunikationssituationen lernen. Also nicht indem ihnen explizit Grammatik oder Wörter beigebracht werden, sondern indem sie einfach sich in der Sprache bewegen. Was haben wir hier? Horme. Die Horme, genau. Ich mache mit den Kindern regelmäßig Werkstattführerscheine. Es gibt bestimmte Regeln, die sie einhalten müssen, dass eben die Werkbank immer sauber und ordentlich verlassen wird. Dass Mädchen den Zopf tragen müssen, solche Sachen. Immer Handschuhe getragen werden müssen. Und dadurch kommt man natürlich auch unheimlich schnell ins Gespräch mit den Kindern. Und ich mache es dann eben auch auf Plattdeutsch. Den Holt musst du nur hier rein dorn. Ich doch. So rum. So. So, nu feste, entspannen. Kräftig, ja. Also alles, was ich anfasse, was ich sehe, was ich gleichzeitig auch spüren kann, das kann ich selber verstehen. Und so lernen sie ganz schnell viele neue Begriffe kennen. Dass eben der Schraubenzieher der Schrubentrecke ist. Und ja, irgendwann benutzen sie die Wörter dann von ganz alleine. Ja, gut. Ha, schafft. So, jetzt haben wir hier so einen Kürf mit Gemüse. Und finden je dort zwischen jetzt die Tomat. Wo soll so ein Tomat und wenn die Wursen ist? Aha. Wir arbeiten hier im Kindergarten ja nach dem ganzheitlichen Aspekt, dass die Kinder die Dinge sehen, dass sie die fühlen und dass sie die schmecken und ganz nebenbei dann noch Plattdeutsch lernen, also die plattdeutschen Begriffe dazu geliefert bekommen. Der Wortschatz erweitert sich dann durch diese täglichen Dinge, die wir hier tun,
automatisch. Also wenn Tomatenpflanzzeit ist und wir setzen Tomaten, dann ist das Thema. In der Weihnachtszeit backen wir vielleicht Kekse, dann gibt es wieder andere Begriffe und so erweitert sich der Wortschatz dann peu à peu. Also frühe Mehrsprachigkeit bewirkt, dass in einem gemeinsamen sprachlichen Zentrum, so kann man sich das vorstellen, im Gehirn gleich mehrere Sprachen angelegt werden. Das führt eben dazu, dass diese Sprachen, die eben sehr früh erworben werden, dann mit größerer Leichtigkeit und automatischer benutzt werden können, als eben viele später erworbene Fremdsprachen. Ja, der größte Vorteil am mehrsprachigen Aufwachsen ist natürlich, dass die Kinder dann mehrere Sprachen können. Aber es gibt auch weitere positive Nebeneffekte. Die Sprachbewusstheit steigt, die Fähigkeit, neue Sprachen zu lernen, wird dadurch besser. Das passt. Gib mal, das sind beide gleiche Farben. Nee, leg den mal im Weg und dann musst du eben sögen mit einem Lock. Der eine auch. Der andere auch. Ja, ich finde es gut, dass mein Kind hier zweisprachig gefördert wird. Zu Hause sprechen wir auch leichtes Plattdeutsch, mehr ich, weil mein Mann kann es nicht so, der kommt nicht von hier. Und zu Hause bei meinen Eltern wird dann halt dadurch schon mehr Plattdeutsch gesprochen. Und dann soll er jetzt wieder mit anfangen. Also ich sehe auch berufliche Chancen für ihn, weil viele Gemeinden hier in dieser Region legen sehr viel Wert drauf und ist, glaube ich, auch Einstellungskriterium, dass eine Zweisprachigkeit vorherrscht. Ich selbst bin einsprachig, was das betrifft. Ich habe überhaupt keinen Bezug zum Plattdeutschen, aber ich lebe lange hier in Ostfriesland und weiß, wie farbig das ist. Und das bringt ein Stück Farbe ins Leben, das Plattdeutsche. Und manches verstehe ich, aber so aktiv sprechen kann ich nicht. Und wenn er das besser kann, dann finde ich das richtig gut. Wir sind ein Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt und gehören zum Kreisverband Norden. Momentan sind 56 Kinder im Kindergarten und davon sind 2 Integrationsgruppen. Wir haben 8 Kinder mit besonderem Förderbedarf. Ja, wir haben auch Kinder mit Migrationshintergrund. Und wir versuchen da so mit umzugehen, dass die alles Mögliche bei uns genauso machen wie die anderen Kinder auch Plattdeutsch natürlich, auch wenn sie dann mehrere Sprachen auf einmal neu erlernen müssen. تلبس واحد يا باه تتعلم يا تلبس صباطك وحدك يا Ich komme aus Algerien und unsere Muttersprache heißt Arabisch. Und zu Hause reden wir Arabisch und Deutsch. Und er lernt zurzeit mit mir auch arabische Buchstaben. Für mich finde ich das schade, dass ich keine Plattdeutsch kenne. Aber für Enes finde ich das gut. Der hat jetzt Chance, Plattdeutsch zu lernen. Hier im Kindergarten und in der Schule vielleicht. Ja. Und wenn man mehrere Sprachen beherrscht, finde ich das top. Guten Morgen, merhaba, guten Morgen. So. Ich komme aus Libanon und ich spreche Arabisch. Und ich bin in Deutschland seit 30 Jahren schon. Yusra wird 6 Jahre alt. Ja, habe ich einmal gehört, Yusra, die zählt von 1 bis 20 auf Plattdeutsch. Und dann bin ich überrascht. Das war schon toll. Ein Apfel und Blumen. Und Blumen, super, genau. Die Kinder mit Migrationshintergrund und deren Sprachentwicklung, die gehen hier ganz selbstverständlich damit um. Die kommen hier rein und die wissen von vornherein, hier gibt es 2 Sprachen. Das funktioniert einfach. Einfach so, ohne dass man da groß drüber nachdenken muss. Die nehmen die Sprache sehr einfach auf, weil das Fenster für die ist einfach geöffnet. Die haben sowieso schon mehrere Sprachen und die haben einen besseren Zugang dazu, weil sie das auch schon von zu Hause kennen. Die Kinder vertauschen diese Sprachen nicht miteinander. Es ist ganz klar an Personen gebunden. Wir haben in der Einrichtung Elfriede und Edda, die sprechen den ganzen Tag Plattdeutsch. Zuerst fällt ihnen das auf, wenn die Kinder neu zu uns kommen, aber dann gehört die Sprache einfach dazu. Weil dann wird die schon mit der Sprache definiert. Ne?
Elfriede spricht noch platt. Jetzt probe ich hier beim Lüchenlockje hier für die Döse. Das Bewundernswerte ist auch, dass sie mich auch ganz schnell verstehen. Ich stelle fest, dass die Kinder offener sind für Sprachen. Sie reden dann Hochdeutsch und manchmal fällt ihnen auch das plattdeutsche Wort ein. Das sprudelt dann auch so aus denen heraus. Und wenn man dann mal nachfragt, wie heißt es denn auf Arabisch? Und dann kommt dann vielleicht, wenn wir Glück haben, auch noch ein drittes Wort dazu, die dritte Sprache dazu. Das ist natürlich auch ganz spannend und unsere deutschen Kinder, die dann daneben sitzen und auch mitmachen, die gucken dann schon immer, wie, die kann Arabisch? Ja, bitte so für die. Da sind die Eckebieren, genau. Enes kam ja in die Lütje-Lü-Gruppe. Und das ist ja dieser Mini-Kindergarten, damit er überhaupt schnell Kontakt kriegt. Das haben wir dann auch, da war er 2 Jahre und konnte gar kein Deutsch. Und dann ist er vor 2 Jahren schon in die Vormittagsgruppe gekommen. Und seitdem hat er ja auch Kontakt mit Plattdeutsch und er erlernt das rasend schnell. Er hat eine richtig große Auffassungsgabe dafür und kann zählen und spricht das auch und erwidert das auch, wenn er mit Elfriede zum Beispiel spricht. Und bei Yusra merkt man, dass sie auch viel Wert selber auf die Aussprache legt. Weil wenn sie zum Beispiel uns arabische Wörter vorschlägt und wir die nachsprechen sollen, macht sie sich darüber lustig, dass wir die nicht richtig aussprechen. Und sie selber achtet da stark darauf, dass sie auch sozusagen akzentfrei sind. Das merkt man schon bei Yusra. Das macht den Altersunterschied zu beiden, glaube ich, aber aus. Da achtet Enes noch überhaupt nicht drauf. Er macht das einfach frei aus dem Bauch heraus. Und Yusra weiß schon, dass es verschiedene Sachen sind und versucht, die auch richtig einzusetzen. Machen wir das 1, 2, 3. Ja, super. Kinder werden normalerweise von mehreren Sprachen nicht überfordert. Wir sehen das an den vielen, vielen mehrsprachigen Kindern auf der ganzen Welt, aber auch in Deutschland. Es ist eigentlich eher so, dass vielfältiger und häufiger sprachlicher Input die sprachlichen Fähigkeiten fördert und die Kinder nicht hindert. Eltern mit Migrationshintergrund sollten immer bei ihrer Sprache bleiben, weil das ist eine Herzensangelegenheit, Sprache. Und da spürt das Kind auch am meisten. Weil dann macht man selber am wenigsten Fehler. Man ist selber mit dem ganzen Herzen dabei, weil das ist halt eine Muttersprache. Und die sollte man immer aufrechterhalten. Für Migrantenkinder ist es auch wichtig, dass sie auch Plattdeutsch lernen, damit sie später, auch wenn sie zum Beispiel Schulausbildung, Ausbildung hier beginnen, die Sprache können. Wir wohnen in Ostfriesland und es ist so wichtig, dass die Kinder dieses Kulturgut auch weitertragen und auch erfahren. Plattdeutsch und Inklusion bedingt sich eigentlich gegenseitig, weil es das widerspiegelt, dass Verschiedenheit eben normal ist und dass man verschiedene Sprachen leben kann. Und Verschiedenheit ist hier Normalität. Das ist unser Alltagsleben. Und wir schließen hier kein Kind aus. Alle Kinder sind bei allen Aktivitäten dabei. Und darum kann auch ein Kind, das nicht so gut sprechen kann, Plattdeutsch erlernen. Nochmal. 2, 3, 4. Give me 5. Wow. Super. Also wir machen keine Ausnahmen. Wir sprechen platt und wir handeln das für alle Kinder gleich. Das ist ja auch der inklusive Gedanke. Sie reagieren im Prinzip wie alle anderen Kinder auch. Manche verstehen es schneller, andere brauchen ein bisschen mehr Zeit, aber man kann nicht sagen, dass es da jetzt so den Unterschied zwischen Inklusions- oder Regelkindern gibt, mit dem Verständnis der plattdeutschen Sprache. Also das habe ich nicht festgestellt. Es gibt ja Kinder, die haben im sozial-emotionalen Bereich Schwierigkeiten. Und es gibt Kinder, die richtig schwerst erkrankt waren. Aber da jetzt irgendwie festzumachen, die und die Kinder verstehen platt eher, konnte ich nicht feststellen. Ihr dort fahren an Regen, magst du das? Ja. Ich kann mal einmal drücken. Kannst du das sehen? Ja. Wir wetteifern miteinander und alle möchten das Lied können und alle möchten den Reim können. Und das ist auch ein gewisser Ansporn für die Kinder. Da ist ein Lötchenstein, den Fall ganz tief in Worten. Und hältst du doch nicht sehen, die Wellen süchst du laute.
Wir haben ja auch in den mehrsprachigen Gesellschaften Menschen mit Behinderungen, die sehr gut damit leben können. Ein Sonderfall bilden eventuell Kinder mit Hörbehinderung, also Gehörlose oder Schwerhörige, die auch schon wieder mehrsprachig aufwachsen, nämlich zum Beispiel mit der deutschen Gebärdensprache und gleichzeitig sich in der Welt der Lautsprache zurechtfinden müssen. Okay. Federwolke. Ein Pferd. Die wollte mitnehmen? Der willst du welche Farbe? Super. Ausweis her? Und dann ist es so, dass wir jeden Donnerstag hier Büchereiausleihe haben. Wir haben eine ganz große Auswahl an Büchern von Plattdeutsch, Hochdeutsch. Also die Kinder greifen schon ab und an auch mal nach plattdeutschen Büchern. Ja, dass man eben auch wirklich dann Plattdeutsch auch mal vorlesen kann. Und die Kinder selber, umso öfter sie die Bücher lesen, fangen dann irgendwann eben auch an, Plattdeutsch zu lesen. So wie sie ihre Lieblingsbücher irgendwann ja auch selber erzählen können, können sie dann irgendwann auch eben plattdeutsche Wörter selber erzählen und die Geschichte vorlesen. Für will kein Stock brennen und Stock will kein Hund hauen und Hund will kein Bier bieten. Also die Kinder hören ja die Sprachmelodie, den Wortschatz und dass ich dann vorlese und manchmal so auf Passagen hinarbeite und dann stocke mit der Stimme oder dann warte, dass die Kinder vielleicht den Begriff nennen. Und manchmal sprechen sie den dann eben auch wirklich auf Plattdeutsch, dass sie ihn dann auch selber so aussprechen oder eben auf Hochdeutsch. Wenn ich die Kinder so über die Jahre beobachte, ist das so, dass einige ja ganz ohne Vorkenntnisse herkommen, wo gar kein Plattdeutsch gesprochen wird. Für die ist es dann ganz, ganz neu und die hören sich da aber auch rein. Also am Anfang wird noch viel gefragt, nachgefragt und fragend geguckt, was meint sie jetzt, was erzählt sie jetzt. Und man merkt dann zum Kindergartenschluss hin, dass also wirklich ein Sprachverständnis da ist bei den Kindern, dass man da gar nicht mehr sehr viel irgendwie nachhelfen muss, unterstützen muss. Teinlöche Riedwunkes, Rieden in der Ruhe. Ja, ich weiß, dass ich selber auch zweisprachig aufgewachsen bin und finde es, für mich ist es schön, das dann auch weitergeben zu können. Und wenn die Kinder sich außerhalb des Kindergartens bewegen, ist das wirklich die Sprache, auf die sie immer häufig treffen und wo sie immer anknüpfen und es ist ein Teil von uns. Was mich persönlich so daran fasziniert, die plattdeutsche Sprache den Kindern zu vermitteln, ist, dass die Kinder so rasant lernen. Das ist einfach total toll, das mitzuerleben. Kinder haben kein Problem, eine Sprache zu lernen, 2, 3 oder mehr Sprachen. Sie können das unterscheiden, welche Sprachen es sind. Und diese Leichtigkeit zu lernen, kommt nie wieder. Es ist einmalig im Leben. Und das zu nutzen, ist unser Ansporn der Arbeit. Und zu sehen, wie leicht Kinder damit umgehen und wie Kinder das auch Spaß macht, spielerisch zu lernen.